Lachen macht das Leben schön. Herzlich willkommen zur Theater Stadenzeit. Weißt du, was du nicht kannst? Entweder du stellst fürs Haus eine neue Magd ein oder ich kündige. Und zwar auf der Stelle. Ja, was glaubst denn du? Ich bin doch kein chinesischer Kuli, der sich von in der Früh bis auf Nacht abrackert. Du Geizklang, du Sklavenhalter. Such das doch selber raus, was du bist. Herrschaftszeiten Ja, sag einmal, wer kriegt's denn bei dir gar so leise? Eine blöde Frage, wer denn schon? Der Bauer, wer denn sonst? Du traust aber was. Ja, einmal muss man's doch diesen Quadratschädel sagen. Aha. Und was hat er noch gesagt, der Herr Quadratschädel? Nix. Nix? Nein, Ja, wieso nix? Ist er krank? der hätte schon was gesagt, wenn er da gewesen wäre. Willst du mir damit vielleicht sagen, dass du mit seinem Geist geredet hast? Ganz genau. Das war eine Generalprobe. Die es ihm einmal wirklich sagen wird. Dann erfahrt es nie. Okay, der Besitz, der wird doch immer größer. Da ein Feld, da ein Alm. Voriges Jahr dieses Sägewerk gebaut worden und heuer die neuen Sommerhäuser für die Fremden. Ja, nur zu so. Die Arbeit, die wird immer mehr. Ja. Und die Dienstboten, die bleiben immer die gleichen. Da hast recht. Ich möchte sowieso wissen, warum er gar so ruht. Gehört ihm doch sowieso schon die ganze Gegend. Ja. Na, aber er gibt keine Ruhe, der Teufel. Ja, es ist schon wahr. Und die Dienstboten, die bleiben immer die gleichen. Richtig? Der hat doch nur für die Maschinen ein Herz. Also, der Thomas, gell? Wieso Thomas? Ah, ich wollte natürlich sagen, der Bauer. Aha. Also, den war es am liebsten, wenn er in sein Zimmer drin war, vor einem riesen Schaltbrett, wo er bloß noch auf die Knopfdrücker braucht und die Arbeit, die macht sich automatisch. Ja, da hast du recht. Wenn der so weiter tut, dann macht an unsere Betten noch eine automatische Drehvorrichtung an, dass uns ja in der Früh pünktlich um 5 Uhr aus dem Bett raushaut. Bloß, dass wir rechtzeitig an der Arbeit sind. Ja. Also bei unserem Knecht, bei deinem Wastel zum Beispiel, da war das gar nicht schade. Ich war froh, wenn ich mir jeden Tag in der Früh den Kübel kalten Wasser ersparen kann. Du sag einmal, der Hans, ich mein, der Neffe vom Bauer, schlaft der noch, hä? Natürlich. Der horcht bestimmt noch an seiner Matratze. Ja. Nein, der hat ein Leben. Der kann kommen und gehen, wann er mag. Und wir Deppen, wir müssen da bleiben und arbeiten, wann der Bauer mag. Ja, da hast du schon recht. Mich würde wirklich interessieren, warum er sich gar so anstrengt, der Bauer. Ja. Nur damit sein Herr Neffe mit dem Auto weiter in der Gegend umeinander kutschieren kann. Ja, da hast du schon recht. Ha. Und unser Hans, der lacht sich einen Buckel voll, weil der Bauer so dumm ist und die ganze Arbeit allein macht. Ja. Also, der Thomas. Wieso Thomas? Ja, der Bauer. Ach so. Der kann doch eigentlich privatisieren und kann es einmal schön machen. Und noch dazu, wenn er sich vielleicht ein nettes, schönes Weiberl dazu nehmen tät, gell? Dich? Ja. Also nett bist du. Ja. Ja. Und der Weiberl bist du auch. Aber wo bist denn du schön? Überall! Na, weißt du, ich meine so, halt eine, die seine Launen und seine Wehwehchen halt schon kennt, nicht? Und die ihm den Rest des Lebens noch recht schön machen tät. Ja. Ich hör dich schon gehen, aber da pfeift ja der Hund was. Okay. Unser Bauer schwärmt nämlich nicht für Antiquitäten. Und mit die Altertümer hat er's auch nicht. Boah, das ist jetzt aber nicht schön von dir. Ausgerechnet jetzt, wo mein 40. Geburtstag vor meiner Türe steht. Der 40. Geburtstag! No! Dass ich nicht lach, der steht doch bei dir schon jahrelang vor der Tür. Bloß reinlassen tust du nicht. Halt! Dass ich nicht lüg. An deinem 50. hast du ihn reinlassen. Jetzt willst du nicht sterben. Auge,
Boden nieder. Jesus. Mein Knie und mein Kopf. Mein Gott, na, was ist denn passiert? Ich ha? bin erledigt. Ui. Was wird denn passiert sein? Kraft hat er heute wieder. Ja. Der Depp. Immer zieht er einen Kürzel, aber nein. Und im Watschen ist er eher nicht glücklich. Ich bin erledigt. Ausschauen tust, als ob du in die Wurstmaschine reingekommen warst. Noch nicht. Nicht? Aber eingeschaltet ist schon. Und der Metzger wird auch gleich da sein. Was denn für ein Metzger? Der Bauer. Oh, Jesus Maria. Wenn der von dem Unglück erfährt, ich bin erledigt. Geh, jetzt, was ist denn schon? Red halt Ja, schon mal. das hörst doch. Erledigt ist er. Mei, als wenn das bei ihm irgendwas Neues war. Und sowas wird einmal mein Mo. Ich, dein Mo? Ja. So erledigt bin ich auch wieder nicht. Also, im Kopf kann's ihm nicht fehlen, weil er nur so vernünftig daherredet. Ja. Jetzt, jetzt sag halt schon. Was ist, hast Kraft und mit wem? Mit dem Tod. Und wer hat gewonnen? Ja, ich, sonst hat er der Tod da sitzen. Ach so. Fragt er nicht so. Aber da siehst du es einmal. Lieber rafft er mit dem Tod, bloß, dass er nicht an die Arbeit gehen muss. Okay, jetzt sei doch einmal du stark. Ja, gut. Jetzt weißt du, jetzt sag halt schon. Ist was geschehen? Ja, es ist was geschehen. Was? Ein niegelnagelneuer Traktor liegt im See. Der ist futsch, futscher am futschersten. Moment einmal. Wir haben ja gar keinen Futschersee. Was im See? Ich hab ihn ertränkt, versenkt, alles. Na. Ja, Fahr. Ja, um Gottes. Ja, wie ist denn das passiert? Ja, also das war so. Beim Ackern auf der Seewiesen, gell, da bin ich zu nah am Rand gekommen und auf einmal bin ich mitsamt dem Traktor über die runtergefallen. Über! Ich hab noch rechtzeitig abspringen können, gell, aber das Hirn hab ich mir gleich so angehauen und am Fuß. Aber zum Glück ist der Tierarzt dahergekommen, der hat mir gleich Spritzen gegeben. Ja. Gegen Maul- und Klauenseuche, gell? Die Seuche lassen wir nicht mehr glauben. Aber wir haben ja Glück, dass der Traktor in den See reingefallen ist. Stell dir mal vor, er war reingefallen. Um Gottes Willen. Weil uns die ganzen Fisch verrückt. Hab ich dir heute schon was Liebes gesagt? Nein. Na, Halli, lasst mir mal Ruhe. Mein Gott, na der Bauer, wenn er fährt, was mit dem Traktor passiert ist. Was glaubst denn du, was der aus dir macht? Fleischpflanzen. Mit Kartoffelsalat. Nein, Wasserl, das musst du schon am Bauern sagen. Ich? Ja, freilich. Gottes Willen. Kann ich gleich in eine Lebensversicherung eintreten? Afra. Afra, sag's ja du. Ich? Ja, Afra. Bin doch nicht blöd. Bist du da sicher? Okay. Mali, sag's ja du, auf die Herde besser. Was? Ich bin doch nicht lebensmüde. Gut, dann sag ich's ihm selber. Friede deiner Asche. Ui, jetzt kommt der Bauer. Ich geh jetzt gleich raus in den Garten, ich muss ein Bett holen. Ja, und ich muss schauen, ob in unserer Turmuhr die Uhr noch drin ist. Gell? Jetzt hab ich keine Zeit. Mani, wo ist denn die Mani wieder? Mani! Herrschaft, das Weiberlein. Immer wenn man es braucht, ist Mani. Ist nicht da. Na was du? Ja, wieso bist du nicht bei der Arbeit? Wie schaust denn du aus? Gibt's was? Ja, Bauer, es gibt was. Ja? Ja. Aha, ich weiß schon. Hast wieder Kraft, gell? Wegen einem Weiberkittel. Das machst du am Sonntag. Unter der Woche haben wir für sich in Spaß keine Zeit, nicht, gell? Was ist, bist du mit der Seewiesen schon fertig? Noch nicht ganz, es ist eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Hör doch auf. Die kleine Wiesen und noch dazu mit dem neuen Traktor. Da kannst du mit jedem Gang auf die richtige Tiefe gehen. Ich bin ja auf die richtige Tiefe gegangen. Eigentlich mehr geflogen, Was? weil der neue Traktor ist nämlich... Ist er vielleicht kaputt, hä? Dann müssen wir gleich die Firma anrufen,
Da ist noch eine Garantie drauf. Ich glaub nicht, dass dir das in dem Fall was nützt. Nein? Weil der Traktor hat nämlich, der ist bald mit dem neuen Traktor... Sag einmal, Das sind, haben sie dir so kaut, weil du so stotterst? nein, Bauer, das ist nicht... Der neue Traktor liegt im See. Der. Was? Wo? Ich höre über See? Ja, Bauer, deine Ohren sind schon noch in Ordnung. Der neue Traktor liegt im See. Jetzt wird er gleich steigen, als wäre Raketen. Was denn? Ja, Bauer. Sag das nochmal ganz langsam und ganz ruhig. Ja, Bauer. Wo liegt der Traktor? Im See. Was? Ich bin beim Wenden auf der Seewiesen bin ich zu nah am Rand gekommen und dann habe ich einen Salto gemacht. Und ich habe noch rechtzeitig abspringen können, aber der Traktor nicht. Was? Der liegt im See. Ja, du Kreuzringfisch, du Blödes, du! Ja, Bauer. Den neuen Traktor hast du mir versenkt. Ja, Bauer. Du weißt gar nicht, was der kostet. Deine Kindes- und Kindeskinder werden daran noch zu zahlen haben. Ich habe ja noch nicht einmal Einfall. Wird ja gut sein. Hast du in der Sache schon was unternommen? Ja, schafft, aber bis jetzt hast du noch nie hingehauen. Und was redest denn du? Ja, von den Kindern und von den Ich rede vom Traktor, du Sepp, du! So, ich bin Bauer, ich kann ja nicht einmal schwimmen, geschweige denn tauchen. Dafür werde ich das Fliegen lernen. 14 Tage kannst du da bleiben, dann fliegst du, dann schleichst du dich. Dann will ich dich nicht mehr sehen. Ja, Bauer. Das ist der Alfred Wase. Mir sagt man nach, dass ich ein Gesicht, das ich einmal gesehen habe, nie wieder vergesse. Bei dir mache ich eine Ausnahme. Du bist so gut zu mir. Vielen Dank. Hau ab, du! Jetzt gehst du auf Dangewissen lieber, dann holst du den Simmel und die anderen Leute, Zugseile und Zugmaschinen und ziehst den Traktor raus und sackt da ganz ab. Ja, Bauer. Und jetzt will ich nur noch deine Fersen sehen. Ja, Bauer. Ich lauf schon was. Ja. Na, das darf ja nicht wahr sein. Versenkt mir denn mein neuer Traktor? Ja gut, dass er noch abspringen hat können. Das größte Unglück hätte passieren können. Ich sag's ja, die Dummen haben's Glück. Ja. Nein. Was ist denn los? Bauer, weißt du das schon? Ja, ich weiß schon. Mein Gott, so ein Unglück hat. Es ist doch gerade so, als ob unser Herrgott nicht will, dass der Mensch eingreift, gell? Mali, willst du mir einen Gefallen tun? Einen, 1000, Bauer. Du brauchst das bloß sagen. Ja? Ja. Dann schleich dich. Warum bist du denn so grob, ha? Na, weißt, ich meine jetzt so mit dem Traktor, ob das nicht vielleicht ein Zeichen von oben war, dass der Mensch nicht so viel Besitz ergreifen soll. Du sollst nach deinem Kochlöffel greifen, sonst gar nichts, Ja. gell? Ja. Was ist mein Neffe, der Handschuh auf? Das brauchst du nicht lernen, der schlaft noch. So. Der war gestern drüben in Grünberg. Tierweihtanz. Ja. Ich hab ihn schon heimgekommen gehört. Genau 1 hat's geschlagen. 1? Ja, weniger kann's ja nicht schlagen. Ich weiß schon, dass du eben in Schutz nimmst. Aber dass er einen Bugel voll lacht über dich, das weißt du nicht. Ja, ich weiß schon. Gib Ruhe, jetzt bleibt er zu Hause, gell? Ja. Das sagst du auch jedes Mal, wenn er gerade da ist. Mein Gott, na. Weil ich Verständnis hab für die Jugend, Ja. ne? Eben. Ich war ja auch mal jung, ne? Du, das hab ich vorhin schon gehört. Ja. Du musst das recht drüber haben mit den Frauenzimmer, gell? Aha. Ja. Ich wundere bloß, dass die keine eingefangen hat. Der hört doch auf, Mali. Wegen einem Glas Milch muss man nicht eine ganze Kuh kaufen, oder? Das ist doch keine Redensart. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Neffe auch so wird. Wie gesagt, diesmal bleibt er zu Hause und deine ganze Reederei ist umsonst. Ja, das sagt er jedes Mal, wenn er gerade da ist. Und der fährt immer und immer wieder fort. Na Lass ja. dich allein mit der ganzen Arbeit. Du hast ja recht, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Außerdem hat mir die Arbeit bis jetzt Spaß gemacht, ne? So. Ich gehöre auch noch nicht lang zum alten Eis, oder? Na, ganz bestimmt nicht, Also. Bauer. Weißt du was, Bauer? Was? Dreh halt einmal den Spieß um, lass halt einmal den Hans arbeiten und genieße du das Leben. Brauchst du es ja nicht allein genießen. Es gibt ja so viele Frauen, mein Gott, na. Ich wisse da schon eine. Eine nette. Ein bisschen rund, aber gesund. Du blöder Hund. Pass mal auf, Mali.
Sollte ich solche Anwandlungen kriegen, dann habe ich schon die richtige Adresse. So. Und jetzt lasst mir mehr Ruhe, ich muss arbeiten, gell? Ja, Ja. hast mir nichts anderes zum Sagen heute, Nein, ha? nein. Übrigens, was magst du denn zum Essen? Zum Essen? Gar nichts. Aber du kannst eine Portion Fliegenschwammerl kochen, ne? Fliegenschwammerl? Ja. Oh, die sind doch giftig. Eben. Sehr witzig. Ja. Hast mir nichts zum Sagen sonst heute, ha? Doch, einen ganzen Haufen, aber ich halte mich mit Gewalt zurück. Ja, Bauer, grad das brauchst du nicht bei mir. Sag mir heute auch einmal was Nettes oder was Schönes. ha? Was Schönes. Ja. Hau ab. Blöden Weiber übereinander. So, mit der Abrechnung wäre ich fertig. Guten Morgen, Onkel Thomas. Ah, einen schönen guten Mittag, Herr Neffe. Ne? Was? So spät schon? Ja, Habe ich so lange geschlafen, ha? ja, scheint so. Ah, das muss an der guten Bergluft liegen. Ja, oder vielleicht an der guten Kirchweihluft, ne? Hä? Was ist, hast du ein bisschen Zeit für mich? Es kommt drauf an, für was? Für was? Weil ich diese Endabrechnung endgültig in deine Hände zurücklegen werde, gell? Okay, Onkel, hör doch mit dem Unsinn auf. Was denn? Du versaust mir noch meinen ohnehin kurzen Urlaub hier. Ich bin mit dir sehr zufrieden. Und deine Zufriedenheit, die ehrt mich ganz besonders. Also. Aber es ist höchste Zeit, dass du den Hof selber übernimmst. Bitte Ja, schön. Onkel, ich bin jetzt noch gar nicht in der Lage, deinen sicherlich interessanten Ausführungen zu folgen. Ich hab noch nichts gegessen. Ende der Sitzung, ich geh frühstücken. Du bleibst sitzen, gell, du? Bin noch nicht fertig. Wie deine Eltern so kurz hintereinander gestorben sind und wie du deine Schulen und deine Examen gemacht hast und wie du deine Militärzeit absolviert hast, da habe ich deinem Wunsch entsprochen und habe den Hof hier geführt. Aber jetzt ist endgültig Schluss. Ende der Debatte. So, und was soll ich jetzt machen? Daheim bleiben, deine Reichen am Nagel hängen, den Hof führen, heiraten, Kinder kriegen, ne? Was? Ich und heiraten? Ja, natürlich. Wen? Frag doch nicht so blöd, wen. Ein Weibert's natürlich, ein nett, sauberes Weiberl, wo was versteht von der ganzen Wirtschaft. Das sind einige in unserer Gegend, die einen Sack voll Geld mitbringen täten. Na, Dankeschön. Die mit dem Geldsack, die kenne ich schon. Das ist nichts für mich. Das ist meine ungebundene Freiheit schon lieber. Du, beim Bund, da habe ich bei einem Kameraden eine Liebesromanze mit unglücklichem Ausgang miterlebt. Ja und? Seit dieser Zeit reicht's mir von solchen Sachen. Ach, was Blödsinn. Wegen einem wurmstickigen Apfel, da hört man doch das Obstessen nicht auf, ne? Naja, kommt Zeit, kommt Rat auch bei dir, ne? Du bist und bleibst ein Optimist, Onkel. So, dann haben wir wie so oft wieder alles durchgesprochen, wie Was denn? gehabt. Was denn? Was denn? Beenden wir unsere gemeinsame Unterredung mit dem gemeinsamen Schlusskommuniqué. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Hallo, wir sind noch nicht fertig. Bleibst jetzt einmal da, du Holzkrippe. Ja, die Kinder sowas. So, Fräulein, jetzt kommen wir's rein. Schauen Sie, jetzt sind's am Sternerhof, da wo's hinhaben wollen. Gell? Ja, Dankeschön. Ja, bitteschön. Ist ja wirklich ein glücklicher Zufall, dass ich gerade Sie da auf dem Weg her getroffen Ja, habe. das ist wirklich ein Zufall, weil zufällig bin ich nur noch 14 Tage da. Aber so ein Zufall wie Sie kann man jeden Tag treffen, gell? Ja, das kann jetzt auch öfter passieren. So, ja, also stehe zu Diensten, Tag- und Nachtdienst, ja. Also der Tagdienst wird mir schon reichen. So, ja. Ob der Herr des Hauses daheim ist? Ich hoffe, mein gewesener Herr ist nicht daheim. Meine Sehnsucht nach ihm ist gleich 0,0. Gewesener Herr? Ja. Ach ja, stimmt. Ja. ja, Sie haben mir ja unterwegs schon erzählt, dass Sie gekündigt worden sind, gell? ja. Also, ich werde mich bestimmt für Sie einsetzen. Sie? Ja? Da werden Sie wenig Glück haben. Weil unser Bauer, der hat nämlich dicke Weiber. Was? Der hat die Weiber dick, so wollte ich sagen. So wollte ich sagen. Ja. Ah, dann ist er also ledig. Ja, nur ledig. Besonders ledig. Grantig und gereizt wie ein Aff. Sind Sie Sommerfrischlerin, Fräulein? Jedenfalls habe ich den festen Vorsatz, eine zu werden. Ja, das ist nett. Habt ihr den Fremdenzimmer? Weil wir haben fremde Zimmer und bekannte Zimmer, wir haben alles. Die Fremdenzimmer sind da hinten im Zuhäusl und die Bekannten sind da herin. Ah, ja. Und im Sommer, da bauen wir dann unten am See so ganz moderne Bumerangs. Bumerang? Ja, Bumerang. Modern. Ach, Bungalows. Bungalows, ja so. Ja, jetzt weiß ich es. Hab mich verredet. Ja, mit fließend Wasser. Natürlich. Fließt da gleich hinten der Bauch vorbei, gell? Sie sagen's einmal, Was denn? wie ist denn da so im Sommer? Ist da richtig schön warm? Ja, was glauben denn Sie? Da ist ja manchmal so warm, da ist ja schon direkt heiß. Ja. Manchmal ist es so heiß, da legen die Hühner dann gekochte Eier. Okay. Was denn? Sie sind aber ein Schwindler. Meines.
Sie und im Winter? Ja. Liegt da viel Schnee? Kann man Skifahren? Also voriges Jahr, Frau Lenke, das sage ich Ihnen. Voriges Jahr haben wir 8 Meter Schnee gehabt. Ja, manchmal sogar 10 Meter. Na. Ja, in der Breiten allerdings, in der Breiten. Und da liegt dann die hin. Jetzt lassen wir's, ha? So. Kommen wir in einen Schmarrn rein. Ja, kann schon sein. Sie, aber Was denn? ich hätte einen Vorschlag. Ja, Sie schlagen vor, ich schlag nach. Also, Ich mein, wenn der Herr Sterner schon nicht da ist, könnten Sie mir doch ein bisschen den Hof zeigen und mich ein bisschen rumführen. rumführen. Ja. Ich täte Ihnen lieber Cognac führen. Ich mein doch herumführen. Zu mir brauchst du doch nicht her sagen, ich führe es auch rum. Jetzt ging es zu einer Tor gerne. Also. Jetzt passen Sie auf. Da, wo Sie reingekommen sind, das Ja. erste Tor rechts, das haben die Tor hinten. So. Jetzt ist das auch erledigt. Ja, da schau her. Ja, ein Besuch? Ja, da weiß ja eh gar nichts davon. Ja, der Zug ist doch schon lang durch. Ah, vielleicht ist ein Gast mit dem Auto gekommen. Ja, das ist ja mein Wastel. Mit einer städtischen. Und wieder rumschwanzelt um die. Ja, das darf ja gar nicht was. Ah, da schau her. Der wird doch nicht die bei uns einquartieren wollen. Das will ich jetzt wissen. Mali! Ja? Mali, geh mal raus. Oh, ein bisschen schnell, gell? Schick dich. was weißt du da Ein bisschen so plötzlich. schnell, Geh mal da her. Schau dir mal das an. Ja? Und dann schaust du mal da beim Fenster raus. Und dann sagst du mir, wer da hatscht. Aha, das ist ja dein Wastel mit dem Fräulein. Ja, mein gewesener Wastel. Und von einem Fräulein, Moni, kannst du auch nicht mehr reden. Schau nur grad an, wer um die rumschwanzelt. Dieser gichthaxerte Gockel. Und bei mir, da tut er gerade so, als würde ich nicht wissen, dass es zweierlei Menschen gibt. Ich möchte bloß wissen, wo der dieses Weib aufgearbeitet hat. Ja, du, vielleicht ist das eine Sommerfrischlerin. Gut, dann soll sie sich am Sommer erfrischen, aber nicht an meine Wastel. Also, wenn das ihr Koffer ist, dann glaube ich ganz bestimmt, dass bei uns ein Quartier sucht. Da kommt ja überhaupt nicht in Frage. Nein, bei uns sind alte und ausgediente Ehepaare herzlich willkommen, gell? Aber keine solche Fräuleins. Weißt du, was der ich sag? Was denn? Wir sind ausverkauft. Jawohl, ab sofort sind wir ausverkauft. Nein, das geht nicht. Da müssen wir schon zuerst mit dem Bauer reden. Was glaubst denn du, was der sagt? Die Sache, die wird sich schon noch aufklären. Aufklären? Ja. Da schau her. Weißt du, wo die zwei hingegangen sind? Nein, ich bin nicht dabei. Na also, mein Wastel ist einer solchen frontalen Versuchung überhaupt nicht gewachsen. Ja, das ist ja noch ein Anfänger. Oh, der Wastel ist mein Schüler. Ja. Den lerne ich gerade im Liebesteich des Schwimmen. Schön langsam, Zug um Zug. Aber bei der, da lernt das ja ruckzuck. Ja, das kann schon sein. Siehst du's? Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, was ich dir immer sage. Diese Sommerfrischlerinnen, jawohl, da müssen wir jetzt endlich was unternehmen dagegen. Ein Verein muss her. Ein Verein gegen diese Gefahr, die uns für diesen Sommerfrischlerinnen droht. Jawohl, Da den hast- Schutz braucht man. Da hast du vollkommen recht. So ist es. Ich werde was sagen, das ist nämlich schon sehr schlimm, wie es diese Sommerfrischlerinnen bei uns treiben. Richtig. Geh weiter, unsere Mannsbilder, die werden ja ganz narrisch. Ja, hab ich auch schon gespannt. Ja, Siehst du das? Und darum muss endlich so ein Schutzverein her. Jawohl. Und wenn ich den selber gründen, das ist die Idee. Was denn? Den gründe ich selber. Jawohl, den Schutzverein gründe ich selber. Am Sonntag nach der Kirche sollen sich alle ledigen Madel bei mir einschreiben. Und dann haben wir unseren Verein. Und dann stehen wir da, eisern und fest, wie die Wachtel am Rhein. Ja. Die kann man eigentlich auch brauchen. zu was denn? Als Nachtwächterin. So, zuerst aber auf mit den Schmarrn, gell? Aber du kannst jetzt bei mir in der Kirche bei der Arbeit einschreiben lassen. Also, jetzt geh doch gerade mal weiter. Ja, schon. Ja, okay. Ja. Aber diese Suppen, die versalzt mir dir, meine liebe Sommerfrischlerin. Der Verein kommt her und einen Schlachtruf habe ich auch schon. Jungfrauen, vermehret euch! Also gut, du hast mich überredet.
Bis zum Herbst warten noch bis zur Übergabe, aber dann ist endgültig Schluss. Gell? Ja, ja, lieber Onkel Thomas. Und dann wird geheiratet, Ja, ja, lieber Onkel Thomas. deine Reisepläne werden an den Nagel gehängt, Ja, ja, lieber Onkel dann Thomas. kommen Kinder auf den Hof. Ja, ja, lieber Onkel Thomas. Hör auf mit dem blöden, lieben Onkel Thomas. Ja, ja, blöder Onkel Thomas. Was? Lieber Onkel Thomas, wollte ich sagen. Weißt du, was du mich kannst? Dich gern haben, lieber Onkel Thomas. Das tue ich auch ganz ohne Aufforderung. So, jetzt richte meinen Wagen her für die Abreise. Wo geht denn diesmal die Reise hin, wenn ich fragen darf? Zu den Kanarischen Inseln. Zu den Kanarienvögeln, ha? Ja. Vielleicht bringe ich dir so einen Vogel mit. Na, brauche ich nicht, ich hab selber Mann. Was soll denn der Koffer da? Afra! Afra! Was ist denn? Heißt du Afra? Na, Mali, wenn du das gerade vergessen hast. Und wo ist der andere Aff? Wer? Afra. Der ist in der Küche. Die hat zu mir gesagt, geh mal raus und schau, was er schon wieder will. Der alte Zwiedrian. Das hat die gesagt? Das ist selbstverständlich. Das sagt's nicht mehr lang. Nicht. Wem kennt der Koffer da? Diesem Stadtwurzel. Was denn für ein Stadtwurzel? Du, kaum ist die da, rast mit unseren Wachsel da draußen schon in der Gegend umeinander. Ich werde was sagen. Das geht nicht, gell? So etwas dulden wir nicht in unserem Hause. Merkt ihr das, Bauer? Kümmere du dich um deine Ja, Küche, dass nichts anbrennt, gell, und lass die Sachen gehen. Ja, das Wurzel, das muss doch einmal anschauen. Oh ja. Ja, Herrschaft. Entschuldigen Sie bitte, ich glaube, ich war ein bisschen schnell, gell? Was? Ein bisschen schnell ist gut. Sind wir auf Besuch da oder wollen wir ein bisschen Urlaub machen? Hä? Naja, eigentlich beides. So? Zumindest was das Wohnen anbelangt, möchte ich sogar noch recht lang da bleiben. Wohnen können es bei uns wunderschön. Ja. Wir haben schöne Zimmer mit Balkon, Aussicht auf die Berge. Ne? Was Sie für schöne Sachen haben, das hat mir der Wastel schon alles gesagt. So, so. Aber vorerst wollte ich mit dem Herrn des Hauses reden. Der steht vor Ihnen. Hat jemand an mich empfohlen? Ja? Ja, und ob? So? Meine Mutter. Die Mutter? Da ist er her. Ja, kenne ich denn die Frau Mutter? Ja, also ich glaube schon, wenn es auch so an die 20 Jahre her ist. 20 Jahre ist das schon her, da schon her. Muss ein nettes Frauel gewesen sein, die Frau Mutter, bei so einem netten Töchterl. Danke. Ja. Aber ich habe bestimmt von meinem Vater auch was mitgekriegt. Ja, bin ich Vater, da kennt man sich nicht aus. Da sind oft recht zwiederne Teufel dabei. Ja. Na, also in meinem Fall ganz bestimmt nicht. Nee? Wenn ich ihn auch erst vor ganz kurzer Zeit kennengelernt habe, weil er sich bisher um mich nicht gekümmert hat, muss schon ich her. doch trotzdem sagen, dass er ein rechter, lieber älterer Herr Was ist. sagst du, lieber älterer Herr? Ein Rabenvater ist es, wenn er sich um so ein Madel wie Sie sich nicht kümmert. In meinem Fall ganz bestimmt nicht. Nee? Wird schon Grund gehabt haben für sein Verhalten. Na, vielleicht, weiß man ja Aber wenn er jetzt recht lieb und nett zu mir ist und Ja. mich bei sich aufnimmt, dann werde ich ihm bestimmt alles verzeihen. nicht. So? Vater, ich bin deine Tochter. Ja, ja, da. Was? Was? Deine Tochter Inge. Mama. Na, Moment, da muss ein kleiner Irrtum vorliegen, das ist ausgeschlossen, gell? Also, Ja, aber Schützenhofer hat meine Mama geheißen. Schützenhofer? Ja, Rosa Schützenhofer. Schützenhofer Rosa Geboren und wohnhaft in München. in München. Meine Mama ist leider kurz nach meiner Geburt gestorben. Mein herzliches Beileid. Schützenhofer, Schützenhofer. Vielleicht Schützenliedl, Schützen. Schützen. Ja, weißt, ich bin ein lediges Kind. Aber meine Mama muss die recht gern gehabt haben. So? Ja, weil sie hat dich nämlich offiziell nie als Kindesvater angegeben. Da schau her. Insgeheim warst du aber bekannt. Aha, da. Und wie ich jetzt vom Internat entlassen worden bin, Ja. bin ich von dort direkt hierher, um dich aufzusuchen. Na, das ist ja schön, dass du mich heimgesucht, aufgesucht hast, weil ich meine, ich war ja sehr oft in München, gell? Sehr oft in, wenn ich dich so anschaue, muss ich einmal sehr oft drin gewesen sein. Sag mal, Schützenhofer, was? hast du den Brief vom Internat nicht gekriegt? Internatsbrief, Ja. nein, weiß ich nichts, nein, gar nichts. Hm? Sag mal, Was? glaubst du mir nicht? Ja, ich glaube schon, aber ich meine, das ist ja nicht so einfach, wenn man plötzlich der Vater wird, ne? Ja. Was? Dann nimm ich halt endlich mal in deine Arme. Ja. Ich wart doch schon so lang drauf. Ich weiß schon gar nicht, wie das geht. Was?
Also ich weiß nicht. Ich hab den Eindruck, du freust dich gar nicht richtig. Natürlich freue ich mich nicht direkt, aber ich bin nervös. Plötzlich Vater und so weiter, gell? Ja, bist glücklich, Papa? Ja, und wie? Du hast mir gerade noch gefallen. Ja, was ist denn das? Ja, pfui Teufel! Wer ist denn das? Unser Hofgespenst. Oh, Rosa Schützenhofer, was hast du mir nur angetan? Ich kann mich an dich nicht erinnern. Oh, ich hab so viel Madelkind in München. Was war ich für ein Draufgänger? War mir war ich bald draufgegangen. Aber eine Schützenhofer Rosa, mir vollkommen unbekannt. Naja, jetzt habe ich an meinen Rechtsanwalt einmal geschrieben, der wird schon rausbringen. Als Ihr Klient erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, dass ich in der Tinte sitze. Ich habe nämlich ohne vorherige Schmerzen ein Kind bekommen. Eine Tochter, hört auf den Namen Inge. Sie ist schon sehr gewachsen und kam mir plötzlich ins Haus geschneit. Dabei haben wir jetzt gar keinen Winter. Ihre Mutter Rosa Schützenhofer lebte in München vor rund 20 Jahren und gebar dort selbst auch meinen angeblichen Fehltritt, ohne offiziell meinen Namen bekannt zu geben. Wenn ich auch zur fraglichen Zeit öfter in München war und auch mit einigen Damen bekannt, kann ich mich doch an eine diesbezügliche Grundsteinlegung nicht erinnern. Bringen Sie also Licht in dieses Dunkel. Ihr ergebener Thomas Sterner. Thomas Sterner. PS. Eile tut Not. So, und gleich ins Kuvert und gleich auf die Post. Hoffe nicht, dass mein Geheimnis bekannt wird. Wird sowieso nicht lange Geheimnis bleiben. Am gescheitsten war, sie wandert aus. Das Wandern. Es muss ein Schlechter und ein Müller sein, dem Halt, sag mal, bist du ein Zirkuspferdl, ha? Nein, ein Wanderpferdl. Warum singst denn du Depp aus wegen das Wanderlied, ha? Weißt du, für ein bisschen zahm, gell? Was? Bedenke, du sprichst zu mir schon zu einer halben Privatperson. Ach so. 14 Tage bin ich dahin gewandert, gell? Warum singst du das Wanderlied? Ja. Dann scheißt dich da mitwandern. Was sagst du, Bauer? Nichts. hast du Was willst du denn? Ja, ich wollte halt fragen, ob das wirklich der Ernst war, das mit dem Nachschmeißen, wo doch jetzt der Traktor schon wieder rausgezogen ist und frisch gewaschen noch dazu. Ja. Sei froh, gehst wirklich schuldenfrei von meinem Hof. Jawohl. Gehst nicht gern weg, gell? Siehst du mal her zu mir? Ja, Bauer. Pass mal auf. Wenn du mir einen persönlichen Gefallen erweist, dann kann es sein, dass ich die Kündigung zurücknehme. Jeden, Bauer. Jeden. Für dich tue ich alles. So. Wer weiß, was mein neuer Dienstherr da für ein Bauer ist, gell? Und der ist vielleicht noch grantiger wie du. Ja. Und ich hab mich so an dich gewöhnt. Ja. An die Art, wie du beim Küssen deine Augen. Zeile jetzt voll gesungen. Also, jetzt pass mal auf. Also, du darfst da bleiben, wenn du Gefallen tust, und zwar folgenden. Ja. Wenn du diese Inge, die du da durch den Hof geführt hast, Ja. als deine Braut ausgibst, als... Was? Ja, als deine zukünftige. Deine jetzige Verlobte, ich hab dich irgendwo kennengelernt, auf dem Kirchweihfest, ne? Es war Liebe auf den ersten Blick. Und jetzt ist sie da, weil sie mit dir Hochzeitsgespräche führen will. Ah, bedenk doch, ich hab doch schon Weiberts, die Affrau. Mach doch nichts, doppelt nicht, halb besser. Ne? Ja, du musst es nur überall bekannt geben. Jeder soll wissen, dass die Inge deine Braut ist. So. Und nett sein musst zu ihr. Wirklich richtig nett. Ne? Das ist der schönste Auftrag, den du mir je gegeben hast. Ja. Ich bin schon nett. Und zärtlich werde ich sein. Moment, hallo. Was denn? Nur wenn jemand dabei ist, gell? Wenn du allein bist, lass deine Bratzen weg von ihr, gell? Warum denn? Warum? Weil die Inge meine Freundin ist. Lachst denn da so blöd? Unser Bauer hat eine Freundin. Hä?
Warum denn nicht? Und ich hab gemeint, du bist schon ausgetreten aus dem männlichen Geschlecht. Ja. Aber warum soll ich mit dir ausgehen? Das schaut doch ganz nett aus, da brauchst du dich doch nicht genieren, wenn du mit dir... Das nicht, aber du kennst doch unsere Weiber, sie ratschen und tratschen. Ja, aber also, wenn ich da den Bräutigam spielen soll, geht das ist natürlich auch mit Spesen verbunden. Was denn für Spesen? Aber bedenk doch. So ein Weiberlein kostet doch ein Geld und besonders so ein städtische. Meinst du? Ja. Na, ist ja gut. Na, so ist mir nicht drauf ankommen, so viel wär's nicht. Da ist ein 20er. Ein 20er? Kann ich aber nicht weit hupfen damit. Du sollst ja nicht hupfen wie ein Känguru, oder? Na ja, ist ja gut. Da hast du noch 2. Also. Gut. Ja, und jetzt pass auf. Ja. Folgendes. Du kaufst dir jetzt sofort eine wohlriechende Seife. Ja. Für den ersten Trick ein paar Stahlspäne für dich. Ja. Und dann waschst du dich ab heute nur noch mit Toilettwasser. Ist klar? Ah, das mach ich nimmer. Da haut's mir einen Deckel auf den Hinterkopf. Toilettwasser in der Flasche. Ah ja, es ist besser, da ist der Deckel nicht so groß. Ja, also wenn du das alles einkaufst, bei der Gelegenheit gehst du auf Post und gibst mir den Brief auf. Ist gut, Bayer? Mach ich. Ja, dann noch was. Was denn? Und keinem Menschen etwas sagen, was wir zwischen uns zwei besprochen haben. Ne? So, freilich. Dann noch was. Was denn noch? Nimm dir ein bisschen Benimm an, ne? Und du nicht so gescheit reden. Ne? Ist gut, Bayer. Ab heute rede ich nur noch nach der Tinte. Ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist für so einen Auftrag. Aber mei, in der Not frisst der Teufel fliehen. Tja. Frühstück! Der Haussegen heute schief, ja? Was soll denn das? Ist heute Selbstbedienung, oder wie? In Zukunft werde ich ja sowieso diese Stadtwurzel bedienen. Diese Stadtwurzel, wie du sie bezeichnest, ist im Wastel seine Braut und die ist da, weil sie mit ihm Hochzeitsgespräche führen will. Ne? So, ein Wastel sei Braut. Ja. Ja, dann hat sie dich mit dem Wastel verwechselt, wie es dich abbusselt hat. Ach, Blödsinn, hat es aus Freude gemacht, weil ich ihr erlaubt habe, ihren Urlaub hier bei uns auf dem Hof zu verbringen. Ne? Was? Ja. Du so großzügig und sie so dankbar. Jawohl, weil ich gesagt habe, dass die Leute mich einmal als Leute-Schinder verschreien. Ne? Mir liegt das Wohl und das Wehe meiner Dienstboten auch am Herzen. Und das darfst du auch unter die Leute bringen. Gell? Das hört sich ja gerade so an, als ob ich ein rechter Ratschel war. Also unser lieber Herrgott... Lass den Herrgott aus dem Spiel, der ist vielleicht gar nicht daheim. Gell? Und ich auch nicht. Ja. Und wenn du am Sonntag das alles deinen Freundinnen erzählst, dann gib Obacht, dass du nicht auf die Zunge beißt. Gell? Blutvergiftung ist sehr gefährlich. Deine Bemerkungen schon auch? Da schau her. Unser Bauer als Wohltäter, man möcht's ja gar nicht glauben haben. Mein Gott, na, und die arme Afra, wenn die erfahrt, dass ihr Bastel schon lange andere hat, mei, da tut's mir gleich direkt leid. Ja, Mari, was ist denn? schau dir mal die so. Weißt du, was das ist? Ein Taschentuch. Nicht? Das ist eine Damenhose. À la Paris. Verstehst du mich? Da pass ja ich bloß mit einem Fuß rein. Wo hast denn die her? Ja, wo wären die her haben? Bei der städtischen habe ich gerade das Zimmer gemacht. Ja. Weißt du, was ich da sag? Was? Die hat die dutzendweise rumliegen. Dutzendweise! Und ich hab bloß 2. Ich sage dir, da können wir mit unserer Wäsche einpacken. Du, ich muss dir was sagen. Was denn? Diese Sommerfrischlerin, die ist für eigentlich wegen deinen Wastel da, so quasi als seine Braut.
Was? Ja, der Bauer hat mir's gerade gesagt. Und dass die der Wastel schon viel länger kennt. Und sie ist jetzt da auf Urlaub hergefahren, dass sie alles wegen der Hochzeit besprechen können. Na! Also das ist ja wirklich ein starkes Stück. Ja. Und bei mir, da tut der Kerl so, als ob er nicht bis 6 sein kann. Ja. Du, und der Bauer, meine, ist in dieser Geschichte auch nicht ganz hasenrein. Ich hab mir's jetzt schon überlegt, ob ich nicht tatsächlich auch bei deinem Verein beitreten sollte. Das tust. Ja. Jawohl, das tust. Da kann ich dich dringend brauchen. So. Als meine Geheimsekretärin. Aha, das ist jetzt schon besser. Ja. Besonders jetzt, wo ich doch in den Kampf ziehen werde. Ja, und was möchtest du hat dagegen machen? Ja, was ich machen werde? Ja. Ich werde dem Wastel, diesem Hornochsen, zwang, wo er zum Grasen hat. Bis jetzt ist er ja noch nicht verheiratet. Ja. Aber bis dahin, da werde ich kämpfen. Mit allen Mitteln kämpfe ich da. Aha. Und wenn jetzt das alles nichts nutzt? Wenn's nichts nutzt? Ja. Ja, wenn's nichts nutzt, dann ist es nichts nutzt. Naja, ich mein, dann schauen wir ihm um einen anderen. Ganz richtig. Jawohl, weil eine andere Mutter hat schließlich und endlich auch ein schönes Kind. die tat ich schon morgen. Ja. Und wenn er meint, ich kränk mich, weil er jetzt eine andere hat, dann hat er sich da, täuscht hat er sich da. Weil mir ist das nämlich wurscht, ob er eine andere hat oder nicht, weil da muss ja direkt lachen, muss ich da. Was hat's denn? Lachen tut's. Was? Das war aber komisch, Laura. Das war ein Liebeskummer, Lacherer. Liebeskummer. Mitten unter der Woche, während der Arbeit. Nicht schon bitten. Die Liebe fragt da nicht danach. Aber sowas könnt's ja ihr Mannsbrüder gar nicht verstehen. Und du schon gleich gar nicht. Du ausrangierter Naturbursche. Was? Ich sag's ja. Wie unser Herrgott die Weiber erschaffen hat, da muss er einen rabenschwarzen Tag gehabt haben. Diese Weiber. Ja, grüß dich Gott, Madel. Ich freu mich, dass ich dich sehe. Ja, freust dich, wenn's mich Da siehst. pumpert mein Herzl. Na, wie war der erste Sonnenaufgang und oben am Berg? Schön was. So? Mei, war das schön. Ja. Schade, dass du nicht dabei warst. Da hab ich keine Zeit für sowas. Ja, die Zeit musst du halt nehmen. Da hab ich erst recht keine Zeit, wenn ich Zeit hab. Ja. Aber jetzt bin ja ich da. Und jetzt werde ich da bei der Arbeit ein bisschen zur Hand gehen und dann hast du gleich mehr Zeit, wirst du sehen. Du, was verstehst denn du was von unserer Arbeit? Ja, freilich. Wir sind im Internat nicht nur modern, sondern auch praktisch erzogen worden. So? Kannst dich schon auf deine Tochter verlassen. Na ja, gut. Du, aber... Was? Aber jetzt erzähl mir doch lieber mal was von meiner Mama. Ich weiß ja fast gar nichts von ihr. Ich noch viel weniger. Naja, also, was soll ich sagen, deine Mama war ein recht nettes, liebes Weiberl. Gell? Also, wie gesagt, wirklich Ja? ein nettes Frauerl, ja. Was hat's denn für Haarfarbe gehabt? Haarfarbe hat sie auch gehabt, natürlich. Ja. Bloß bei den Frauen ist es ein bisschen komisch mit der Haarfarbe, gell? Da gibt's zum Beispiel viele Blondinen, an die man sich dunkel erinnern kann. Naja, außerdem ist es auch schon so lang her, gell? Und damals war ich sehr viel unterwegs und so. Und mit der Zeit, da verblasst halt die schönste Erinnerung. Ja. Ja, du musst ja furchtbar viel unterwegs gewesen Na, sein. laufend, ununterbrochen. Ja, also das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich ein lediges Kind bin Ja. und dass meine Mama nach meiner Geburt gestorben ist. Ja, und erst, wenn ich vom Internat entlassen worden bin, da haben sie mir deinen Namen gesagt und Ja. so habe ich die dann finden können. Ach ja, weißt du, Madel, wenn ich damals nicht so ein Mann der Gesell gewesen wäre, dann wäre das ganz anders gekommen, ne? Ja. Sag mal, wo warst denn du überall? Na, überall. Überall. Ich war sogar unten bis zum Chiemsee runter. Da kenne ich nichts. Warst du in Übersee auch? Über den See bin ich auch gefahren. Am Seefest, ne? Nein, ich meine, ob du im Ausland warst. In Amerika war ich drüben.
Ja. Landwirtschaft studiert in Amerika. Ja, und? Was? Wie ist das? Ist alles viel größer, oder? Das heißt viel größer, das ist ja dimensional. Da gibt's ja riesige Viehweiden. Ja, zum Beispiel, da sind die Viehweiden so groß, dass wenn ein junges Melker-Ehepaar rausgeht, dann kommen die Kinder mit dem Joghurt wieder zurück. Ja, und dann habe ich gleich einen Sprung rüber gemacht nach Südamerika, gell? Da war ich dann in St. Juan, ne? Ach, du meinst St. Juan, weil da wird doch das J wie ein H gesprochen. So? Naja, ich war im Huni und im Huli drüben, ne? Papa, Was denn? du nimmst mich auf den Arm. Hättest früher machen sollen, wie ich noch klar war. Wird alles nachgeholt, Mädel, alles nachgeholt, gell? Du, sag einmal, wanderst du gerne? Ja, wandern tue ich ganz wenig. Aber gehen tue ich viel, gehen, ja. Und zwar zum Stammtisch und wieder heim. Nein, ich mein doch in die Berge. Die Berg? Ja. Die Berg gehe ich überhaupt nicht rauf. Kann ich überhaupt nicht verstehen, wie die Leute die Berge raufsteigen. Da geht rauf, alles auf die Berge und wenn sie da drum sind, dann schauen sie runter und sagen, mein Gott, ist da unten aber schön, ne? Da steigen sie noch rauf, ist da drüben so schön, oder? Also mir gefällt das schon. Ja, von mir aus noch steigen auf, was du Angst machst. Du, heute war ich im See baden. Ja, was? Im See? Ja. Ich darf gar nicht an das Wasser denken. Ach, du, der ist so schön vor mir gelegen. Der See ist vor dir gelegen. Der liegt immer, weil wenn er steht, läuft er ja aus. Also auf jeden Fall habe ich mir dann ein passendes Gebüsch gesucht. Naja, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Nein, ich mein doch zum Ausziehen. Ausziehen? Ich hab doch keinen Badeanzug Na, dabei. hör doch auf. Ja, und dann habe ich mich eben hinter dem Gebüsch ausgezogen und bin ins Wasser gesprungen. Nackt? Ja. Ha, und ich war nicht dabei. Was? Aber dann bin ich vielleicht erschrocken. Warum denn? Taucht doch neben mir im Wasser, direkt neben mir, ein Mann auf. Das war vielleicht der Wassermann, ne? Also was alles in dem See drin ist, letzte Woche war ein Traktor drin, ja? Ich hab den natürlich angeschrien, Ja. kannst du dir ja vorstellen. Natürlich. Ich hab gesagt, er soll verschwinden, weil ich hab doch nichts angehabt. Ja, natürlich. Das Wasser ist doch so durchsichtig. Auch das noch. Und ist er noch weg, hm? Na, Was noch? ruft mir der ganz frech zurück, dass ihm das gar nichts ausmachen hat. Er hätte nämlich auch nichts an. Ja, wenn du wieder zum Baden gehst, geh ich mit, gell? So schlimm war es auch wieder nicht. Ne? Nein. Aber mein Gewehr lade ich mit Sauborsten. Den schieße ich schon so richtig drum weg. Und ich hab noch nie daneben geschossen. Brauchst du keine Sorgen um mich zu Ja, machen. na, also. Wirklich nicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Ha! Was denn? Oh, Schnell das Gewehr mit den Sauborsten. Was? Ah, der Herr Tiefseetaucher, ha? Ja, leider. ja, was heißt denn da leider? Gott sei Dank muss das heißen. Sie sind auch die hübsche Wassernixe von heute Morgen. Ha? Hier ist meine Hand. Und dort die meine. Ui, was war denn das? Der Klang nach war das ein Watschen. Ja, das weiß ich auch. Wer war denn das überhaupt? Ja, das war die Braut vom Wastel. Was? Ja, die ist jetzt zur Zeit da, weil sie mit dem Wastel Hochzeitsgespräche führt, ne? Das ist ein Wasser, seine Braut. Ja, was sagst du denn da so komisch? Der Wastel ist auch ein Mannsbild, oder? Wenn er ein bisschen einen Schatten hat, ne? Ja, aber irgendwas muss er haben, dass die Weiber auf ihm so fliegen, ne? Schon möglich. Da kann man direkt neidig werden, ha? Hör doch auf, du neidig. Kommst an die ganzen Weltgeschichte rum, siehst die schönsten Frauen, ne? Und wann fährst denn du überhaupt wieder, hä? Ja, eigentlich wollte ich heute schon fahren, aber... Was aber? Ah, nix. Oh, das wird aber sehr gefährlich. Da werde ich der Mali gleich Bescheid sagen, dass sie dir deinen Reiseproviant herrichtet, gell? Aber so eilig hab ich's doch gar nicht. Du kannst ja da rumsitzen und mal schauen, dass du deine Koffer einpackst, damit du verschwindest und schnell. Und jetzt pack halt einmal, hey! Ja, aber so pressieren tut's mir doch gar Aber nicht. mir? Was? Was? Ja, also,
Du tu mich ja nicht reizen, gell? Ja nicht. Weil sonst bleibst du da und ich fahr weg, gell? Einverstanden, du fährst weg und ich bleib da. Moment, hallo, wir werden einen Spaß machen dürfen, oder? Guck mal, Onkel, was hast du denn heute? Bist du ein bisschen nervös Ich oder bin was? überhaupt nicht nervös, weil ich das nicht verstehe, gut, dass du da rumsitzt, ne? Die kanarischen Vögel warten auf die und du hoch. Was? Scheiße, mal, dass du weiterkommst, da verschwindest du, hau dich doch nicht um. Was hat denn der gute Onkel, hä? Es wird ihm doch meine Abreise nicht so nahe gehen. Dabei bist du heute Morgen gar nicht mehr so wild aufs Fortfahren. Servus, Hans. Bastel, heute nein, ich hab keine Zeit. Ich muss die große Leiter richten. Die brauche ich heute Abend zum Kammerfenster. Was, Fenstern? Bei wem? Ja, bei dir nicht, bei meiner Braut. Bei welcher denn? Ja, bei der neuen. Die Afra habe ich nur noch zur Reserve. Guck die mal her. Was ist denn? Wo hast denn du die neue her? Also, was hat er jetzt gesagt? Ja, bei der Dings bei Kirchweih. Kirchweih, da war ich auch dort und sie auch und dann habe ich getanzt mit ihr, gell? Und da habe ich ein paar bleibende Eindrücke hinterlassen. Ja. So? Ja, es ist ja niemand so herzhaft auf Fürsten aufgestiegen als wie ich. Auf diese eindrucksvolle Art eroberst du dir die Bräute. Ja. Man lernt nie aus. Ja, nie, sag ich dir. Und bei den Weibern schon gleich gar nicht. Darum rate ich dir, lass die Finger davon. Ja, und warum hast du gleich zwei? Oh, erinnert mich nicht. Mir wird ja so schon ganz anders, wenn ich an die Afra denke. Das glaube ich schon. Die wird die Hölle ganz schön heiß machen, wenn die eine Nachfolgerin vor den Außen setzt. Sag nichts von der Hölle, mir wird ja so auch schon ganz heiß. Du Wastel, Was denn? wie wär's, wenn ich ein bisschen unter die Arme greifen Nein, da darf? bin ich so Na, kitzlig. komm, Wastel. Nein, hör auf, ich bin so kitzlig. Na, Wastel. Was? Ich mein, auf die Dauer kannst du nicht zwei Bräute haben. Also, Ich nehme dir eine davon ab. wirklich? Ja. Du bist ein wahrer Freund. Geh, geh. Also die Afra kannst du haben. Was? Nein, nein, Nein. Die kriegst du von mir zu einem Schleuderpreis. nein. Was heißt denn der Schleuderpreis? Weil ich zu dir rüberschleudere. Komm, Wastel, na, also, die Afra nicht, also. Wenn schon die neue. Ah, die neue Schleuder. Also das neue Mädel meinst du? Wie heißt denn die? Inge. Inge. Inge, ja. Ah, die Inge hat immer schon was kosten lassen. Aber ein teures Stück, gell? Ach so, ja, was machen wir jetzt da? Wie wär's mit meinem Motorradl? Motor. Oh, hast du jetzt Motorrad gesagt? Ja, wie wär's damit? Also gut. Die Inge gehört dir und das Motorrad gehört mir. Gut schon. Eingeschlagen, ja. Aber ein bisschen Benzingeld musst du noch drauflegen. Also, wie viel brauchst du denn? Ja, 5 Mark. Was? Mit 5 Mark kommst du aber nicht weit bei den heutigen Benzinpreisen. Mir ist das wurscht, was Benzin kostet. Ich tank sowieso immer nur um 5 Mark. Da schon her, aus dem Zehner. Oh ja, schön. Und außerdem fahre ich nur immer ums Haus rum, weil ich habe ja gar keinen Führerschein. Darf ich den Rest behalten? Freilich. Dankeschön. Gern geschehen. Hab nicht geglaubt, dass das so ein Geschäft wird. Hä? Was denn? Dankeschön, habe ich gesagt. Danke. Ah, nichts zu danken. Aber vielleicht hast du ein paar Verhaltensmaßregeln für die Inge auf Lager. So ja, machen wir. Weißt du was? Da gehen wir jetzt in die Scheune hinaus. Gut. Gell? Du sagst mir, wie das Motorrad anspringt und ich sag dir, wie die Inge anspringt. Jetzt geht weiter. Also deiner Handschrift nach bist du wirklich meine Tochter, das sag ich dir. Sag mal, wer war denn das überhaupt? Mein Neffe, der Hans. Ja, um Gottes Willen. Was denn? Dann ist es ja mein Cousin. Ja, in dem Fall schon, so kann man auch sagen. Es wird aber Zeit, dass du mir mal was über die Familie erzählst. Um Gottes Willen, da brauchst du einen Kompass, das sagen wir dir gleich. Da passieren mir ja noch mehr solche Sachen. Nein, ja, ist nicht so schlimm. Ja, was tue ich denn jetzt? Warum denn? Ach, ich werde mich einfach bei ihm entschuldigen. Ja, Freilich, nichts da. Kommt gar nicht in Frage. Der soll ruhig ein bisschen zappeln zur Strafe, weil er nackert im Seemann anschwimmt. Weißt du was? Dem sagen wir überhaupt nicht, wer du bist. So? Ja, das ist gut. Und, wer bin ich dann? Wir sagen einfach, du bist im Wastel seine Braut. Ich hab's euch kennengelernt und du bist deswegen Hochzeitsgespräche da, weil du Urlaub bei mir machst, ne? Und der Wastel freut sich, dass er bei dir einen Hochzeiter spielen darf, ne? Ja, gut. Du dich ja auch nicht verplappern und sag nicht Papa zu mir, sonst fällt euch auf, ne? Ja, Du, aber was sagen wir denn der Afra? Ich mein, die soll doch ein Auge auf den Wastel geworfen haben. alle beide, und wenn mein Neffe wieder weggefahren ist zum Studium, dann lassen wir die Katze wieder aus dem Sack. Der fährt weg? Ja, der fährt weg, der fährt immer weg, der ist immer unterwegs zu Studienreisen, ne? Wo fährt er denn hin? Diesmal fährt er zu den Kanarischen Vögeln, ja. Ja. Ja, und das ist dir recht? Na ja. Ich mein, der kann ja wirklich da bleiben und dir bei der Arbeit helfen. Na ja, das nächste Mal bleibt er da. Das ist das letzte Mal, dass er fortfahrt, ne? Ja. Gut.
Jetzt ist es sowieso nicht mehr so schlimm. Hast ja mich als Ersatz. Eben, ich muss wieder zur Arbeit gehen und vergiss nicht, was ich dir gesagt habe, gell? Ja, ja, ich werde meine Rolle schon tadellos spielen. Das wirst glaube du. ich dir, du bist doch meine Tochter. Ah, der gute Papa, wie er besorgt ist um mich. Grüß Gott, Fräulein Inge. Ach, da schau her. Meine Namen wissen Sie also auch schon. Ja, ich weiß so manches. Ja? Ich weiß zum Beispiel, dass Sie im Wasser seine Braut sind. Stimmt. Und Sie sind der Neffe von Herrn Sterner? Stimmt. Dann brauche ich mir nicht mehr vorzustellen. Und Sie verbringen hier Ihren Urlaub. Ja, Sie doch auch. Naja, um ein bisschen auszuspannen. Damit Sie wieder mehr Kraft haben für Ihre Reisen, gell? Erraten. Und Sie besprechen hier mit dem Wastel Ihre Hochzeitspläne. Auch erraten. Oder ist irgendwas dagegen einzuwenden? Na, wenn's die große Liebe ist. Ja, ist es auch. Vom Wastel seiner Seite auch? Ich hoffe. Also nicht ganz sicher. Also solche Fragen stellt man nicht. Ich bitte um Vergebung. Und was lernen Sie, dass Sie da in der Weltgeschichte rumreisen, anstatt zu arbeiten? Ja, ich bin diplomierter Landwirt, Experte für Agrarfragen. Meine Reisen dienen dem Studium. Und wann bleiben Sie dann endlich mal wieder daheim? Aha, mein Onkel hat sie gegen mich aufgehetzt. Na, wieso? Sie sprechen aus ihm. Ja, es ist schon möglich, aber warum lernen Sie nachher nicht das, was er von Ihnen will? Naja, das Dableiben allein wäre nicht so schlimm. Aber ich soll auch heiraten. Und das war so schlimm. Na, nicht mit der richtigen Frau. Man, die zu finden, das wird doch nicht so schwer sein für Sie, oder? Ja, ich glaube, ich hätte jetzt eine gefunden, aber da gibt es so gewisse Schwierigkeiten. Schwierigkeiten sind weil dazu da, um überwunden zu werden. Sie machen mir wieder Mut. Aber jetzt mal im Ernst, wie kommen Sie eigentlich zum Wastel? Zum Bastel. Ja, also nichts gegen meinen Bastel, gell? Ich meine, auch wenn wir Gegensätze sind, aber die ziehen sich an. Wollen wir beide nicht endlich Frieden schließen? Ja, gern. Ich wollte mich sowieso wegen der Watschen bei Ihnen entschuldigen. Ach so, ja. Also, meine Mutter hat immer gesagt, gib ein Bussi drauf und schon ist wieder alles gut. Ui, Sie sind mir aber ein Quälgeist. Schon wieder einer im Netz, ja, pfui Teufel. Der Reiseproviant steht draußen, gell? Ja, ist schon recht. Die wird mit der Zeit eine ganz schöne Meinung von mir kriegen. Ja, hoffentlich erzählt's mein Wastel nichts davon, weil der ist ja schrecklich eifersüchtig. Okay. Ja, wenn es ja noch das so... Motorrad ist startbereit. Was denn? Ja, da ist ja mein Zuckerweih wie... Zuckermandi! Was, das gehört Zuckermann, die hat's gesagt Ja, zu ja. mir. Hast schon recht Sehnsucht nach mir gehabt? Nein, Hunger habe ich gehabt, weil jetzt ist ja dann bald Essenszeit. Ja, doch, ne? Wir werden denn da vom Essen reden. Ich? War nicht so blöd. Jetzt lach es nicht. Ja, genau. Das ist bei den Naturburschen so. ist Ach so? Da geht die Liebe durch den Magen. Ja, Gell, was, die Liebe? natürlich, für einen richtigen Knädel kann mir die schönste Liebe gestohlen bleiben. Ja, nicht? Ja, das sagt er jetzt nur so, weil normalerweise ist mein Bastel ein feuriger Liebhaber, gell, Bastel? Ja, was glaubst du, wenn ich einmal angehen will, da bin ich so feurig als wie ein Sonnenbrand im Winter. Ja. Donnerwetter. Also bei so viel Temperament, da will ich nicht mehr länger stören, gell? Nein, bleib's nur da. Ich mein, so richtig feurig ist mein Bastel ja nur bei der Nacht. Ja, in der Nacht schlafe ich wie ein Ross. Ja, wie ein feuriges Ross. Aber geh, Bastel. Was denn? Du bist doch sonst so romantisch. Na, katholisch bin ich. Katholisch. Geh, wo bleibt denn dort der Kavalier? Soll der auch noch kommen? Dann muss ich gleich der Küche sagen, dass 2 Knödel mehr machen sollen. Ja, jetzt sagst du mal gar nichts mehr. Sag ich nichts mehr? Ja. Jetzt gibst einfach mal deiner lieben Braut ein schönes Bussi. Bussi? Ja. Ja, gern. Bussi, 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 Bussi. Nix Bussi! Nix Bussi. Watschi! Au, au. Bussi! Watschi! Kriegst du Watschi! Also da, das sage ich dir, da mache ich nicht mehr mit. So, du machst nicht mehr mit? Ja. Du hast mir versprochen, dass du meinen Ersatzmann spielst. Ne? Ersatzmann schon, aber nicht einen Watschenmann. Also, Bauer, wenn du willst, dass ich dann noch weitermache, dann musst du schon nur ein paar Hunderter als Schmerzensgeld draufzahlen. Was, ein paar Hunderter? Ja. Aber sonst bist du schon. Ja.
bis jetzt schon noch. Hä? Aber wer weiß, wie fest die Afra noch zuhaut. Also seit deinem Auftrag, da lebe ich sehr gefährlich. Die sagen, drum ist es nur recht und teuer, wenn ich von dir eine Gefahrenzulage Ja, verlange. bei dir ist ja alles teuer. Ja. Du glaubst, ich bin eine Melkkuh, Also ha? Bauer, entweder legst du da noch was drauf, oder du legst mich... Was tue ich? Nein. Nein, ich wollte sagen, oder du legst mich ins Bett. Weil seit meinem Unfall da fühle ich mich nicht mehr so richtig auf dem Damm. Ja, wie verhält sich das? Ja, in der Früh, wenn ich wach werde, dann habe ich mir eiskalte Füße und einen ganz heißen Kopf. Ja, dann trage ich mal um im Bett vielleicht nicht. Außerdem ist im Dorf heute Heimatabend. Da möchte ich haben, dass du mit der Inge hingehst, damit du gesehen wirst, gell? Fragt sich nur, ob ein Toter noch zum Tanzen gehen kann. Wie meinst du denn das? Wenn die Afra das weiß, dass ich mit der Inge zum Tanzen gehe, dann schlagt sie mir ja schon fort im Heimatabend. Nein. Ich spreche mit der Afra. Ja, das- Ja. Ich spreche, sie soll ich erst nach dem Heimatabend erschlagen, gell? Du bist so gut zu mir. Gell? Du bist die Seele von einem schlechten Menschen. Was bin ich? Und was habe ich denn da? Ui, einen Brief, den Was? hat mir vor ein paar Tagen der Postbote gegeben, weil er sich zu faul war, dass er da hergeht. Jetzt habe Für mich ein Brief? ich vergessen, dass er dann gibt. Ja, der schaut ja gut aus. Geh, schau gut aus. Ah, nicht du, der Brief! Achso, ja, der Brief, ja. Verschwind! Ja, aber ich bin schon. Ja, das darf ja nicht wahr sein. Tragt dir meinen Brief tagelang spazieren, aber dem Briefträger, dem wäre ich auch was sagen. Statt dass er den Brief mir gibt, den dem Deppen da. Gibt's denn sowas, auch? Sehr geehrter Herr Sterner, nachdem laut Institutsordnung Ihre Tochter nur bis zum 20. Lebensjahr bei uns sein darf und Sie uns bis jetzt noch keine weiteren Anordnungen zukommen ließen, senden wir Ihnen Ihre liebe Tochter Inge zurück ins Vaterhaus. Da kein Institut, und sei es noch so vorbildlich geführt, einer Weise den Vater ersetzen kann, ist sie nun im Begriff, heimzufahren. Sie wird also am 27. bei Ihnen eintreffen und glücklich in den Armen Ihres Vaters liegen. Bei Ihrem Vater, nachdem sie sich all die Jahre so gesehnt hat. Mit vielen herzlichen Grüßen, Schwester Angelika Oberin. Na also, na haben wir's ja. Jetzt habe ich schwarz auf weiß, dass ich der Vater bin. Oh, Rosa Schützenhofer, wer hätte das von dir gedacht? Und da, was ist denn das? Herrn H. Sterner? Wieso H. Sterner? H. Sterner heißt doch Hans Sterner, weil ich heiße ja Thomas Sterner. T wie Trottel. Ja, Moment einmal. Dann erklärt ja der Brief gar nicht mir. Dann bin ich ja gar kein Vater. Dann ist ja der Hans der Vater von der Inge. Na, das geht ja nicht. Der ist ja viel zu jung. Der ist 29, sie ist 20. Da war er 9 Jahre alt, wie er Vater geworden ist. Na, das gibt's nicht. Das wäre ein medizinisches Wunderkind. Aber ich bin kein Vater mehr. Juhu, ich bin kein Vater mehr. Ich bin fertig. Meine Abrechnung, ich gehe. Juhu. Du schreist Juhu, wenn ich gehe. Na, bei so einer Nachricht muss man ja Juhu schreien. Juhu, ich bin kein Vater. Ja, sag einmal, was ist denn mit dem los, ha? Ist der übergeschnappt oder ist er Psuffer? Ja, da kenne ich mich überhaupt nicht. Oh mein Gott. Hast du am Bauern schon gesagt, dass du gehst? Ja, Und war er traurig? mein, so traurig schon, dass er gleich Juhu geschrien hat. Juhu, hat er geschrien. Ja. Ach, so eine Freude hat er gehabt. Ja, na tanzt der bei mir einen Schuhbladler. Das ist bei dem Mannsbild alles möglich. Du weißt was? Was denn? Wenn's dem jetzt du drohst, Ja. dass du für immer da auf dem Hof da bleibst, wenn er dir nicht sofort deine Papiere und dein Geld gibt, was meinst du, wie schnell der mit dir abrechnet? Glaubst du? Freilich, sonst hätte er ja nicht Juhu geschrien. Da werde ich mir jetzt Klarheit verschaffen. Mit dem Kerl werde ich jetzt endlich einmal Deutsch reden. Ja, anders hätte er dich sowieso nicht verstanden. Hey. Weißt du, dieses Juhu-Schreien und dieser irre Blick, das hat mir schon gleich gar nicht gefallen. Juhu! Ja, aber da sieht man's mal wieder.
Ein Leben ohne die Frauen schlagt die Mannsbild alle aufs Hirn. Ja, Afra, warum willst du denn weg, ha? Frag nicht, warum ich gehe. Frag nicht, warum. Das ist wegen am Bastel, gell? Aber da kannst du ruhig da bleiben. Der hat mir nämlich seine neue Braut abgetreten. Was hat der? Ja, hat sie mir rechtmäßig verkauft. Verkauft? Ja, mit allen Rechten. Na. Ja? Ja, was holt sich denn dieser türkische Sultan ein? Ja, wenn ich nur gerade wissen darf, was ich dem antun könnte, bevor ich gehe. Ich wüsste schon was, Afra. Was? Aber wenn's weg ist, dann hat's keinen Sinn. Also gut. Wenn ich ihm damit zeigen kann, dass man mit meiner Liebe nicht spült, bleibe ich da. Ist doch ganz einfach. Du drehst den Spieß um und machst ihn eifersüchtig. Dann siehst du gleich, wie es mit seiner wirklichen Liebe um dich steht. Ja. Ja, das ist ja ganz eine gute Idee. Gell? Nein, das geht nicht. Wieso? Ich hab ja niemanden zum eifersüchtig machen. Afra, ich stelle mich zur Verfügung. Du? Ja? Ich weiß nicht, ob du das aushältst. Naja, wenn ich mir das so überlege, dann traue ich mich doch nicht. Okay, Afra, das ist bloß ein Spaß. Wirklich? Freilich. Also du meinst so ein Spaß? Ja? Ja, wenn es ein Spaß ist, nachher, dann mach ich mit. Gut. Also, wenn der Bastel in der Nähe ist, dann tust du recht verliebt mit mir. Gut, Ich helfe dir schon dabei. Ja. Und am besten ist, wir machen gleich eine Probe, damit es recht echt ausschaut. probieren wir, auf geht's. Also pass auf. Ja? Angenommen, der Bastel ist da. Hallo, Bastel. Na, Afra, angenommen. So, angenommen, Bastel. Ja. Also, dann schmiegst du dich an mich. Ui. Temperament. Ja, also. Und dann legst du deinen Arm um meinen Hals. So. Halt, bevor wir weiter was tue ich mit ihm? So. Und dann schaust du mir mit einem strahlenden Blick in die Augen. Strahlender Blick. Probieren wir mal. Afra, das ist zu strahlend. Normal. Ach, einen normalen Strahler. Ja. Und dann sagst, ist es recht so, mein Liebling? Ist es recht so, mein Liebling? Ja. Also glaubst du das? Jedes Mal, wenn ich da reinkomme, dann hängen zwei beieinander. Ja, pfui Teufel. Nächste Zeit wird's, dass ich fortkomme von diesem sündigen Hof. Sonst packt mich diese Sucht auch noch. So, jetzt haben wir's. Was werden sie die von mir denken? Die sind stand und tritt aus meinem Verein raus. Das ist doch wurscht, Afra. Hauptsache es haut hin, wenn der Bastel kommt. Also, letzte Probe vor dem Auftritt. Gut. Anschmiegen. Achso. Einmal, So, zweimal jetzt. und strahlender Blick, ey. Und, was sagst du? Ist es recht so, mein Liebling? Jetzt kommt er schon. Hallo Partner. Hallo Partner, das ist doch die Verkehrte, die Inge gehört doch dir. Hallo. Schau mal, mein Affenhasi, wer da ist. Ja, Bastel, gut, dass du da bist. Du, ich muss ja sagen, ich hab's mir anders überlegt. Ich nehme doch die Afra. Und den Aufpreis, den ich für die Inge bezahlt hab, den kannst du behalten. So. So viel hast also du übrig für mich, gell? Du Madame Pompadonin, du. Gell? Da schaust du, Mädchenhändler, du Vermurkster. Ja, also, so. Und dass das weißt, Was denn? ich hab für dich Was denn? nicht so viel übrig. So, Ja? Und aha. jetzt gehst du mir da aus dem Weg, weil ich konnte dich nicht brauchen. Du, Bastel, ich hoffe, du bist mit unserem Tausch einverstanden. Tauschen? Naja, von mir aus tauscht man halt noch einmal. Ja, aber du musst noch ein bisschen was draufzahlen, gell? Was? Wo was zahlen? Freilich. Ja, ist denn die Afra so viel wert, oder Ja, wie? was glaubst denn du? Schau dir mal an, wie die da steht. Die Figur. Die hat eine Figur wie ein Pinzgauer Ross. Noch eine solche überflüssige Bemerkung
Und deine Inge ist eine Witwe, bevor du sie überhaupt geheiratet hast, gell? Aber Liebling, nur mit der Ruhe. Schaut dir doch die Temperatur, das Temperament an. Das ist ja feuriges wie eine ungarische Peperoni. Ja, die Vorzüge von der Affe, die kenne ich schon. So. Es wundert mich nur, dass du diese Vorzüge erst jetzt spannst. Weil er ein Depp ist. Für dich hätt's gelangt. Du, gell? Aber jetzt ist eh schon zu spät. Komm her, mein Liebling, sei wieder feurig. Wir haben überhaupt kein Genier auseinander da. Da gehst her. Ja, wieso denn? Ja, weil die Afra unverkäuflich ist. Wieso denn? Eigenbedarfpreis selber. Ach so, Hat Eigenbedarf. mein Muster ohne Wert. Na, dann kann man natürlich nichts mehr machen, gell? Dann ziehe ich mich aus der Affäre und wünsche eine gute Unterhaltung. So treibst du's da also. Wenn man dich nur ein paar Minuten allein lässt, du Zirze. Du, gell? Keine Namen, bitte, So. ja? Von dir lasse ich mir überhaupt nichts sagen. Das habe ich nämlich gar nicht notwendig. Außerdem nehme ich jetzt mein Gepäck und ziehe zu meiner Tante in die Stadt. Du möchtest weg. Jawohl, ich gehe. Ja, jetzt schauen wir, ich kann ja eigentlich gar nichts dafür, gell? Die Sache ist nämlich so, ich bin ja eigentlich nur dem Bauern sein willenloses Werkzeug. Okay. Das kannst du unseren Nachbarn seiner kranken Gors erzählen. Ja, drum erzähl ich das ja. Du, gell? Also, nein, nein, also das ist, in Wirklichkeit ist es so, also pass auf. Diese Inge ist dem Bauern sein schlampiges Verhältnis. Ja. Und der Bauer, der hat sich geniert, dass er mit dir auf die Straße geht und da hat er mich zu seinem Stellvertreter ernannt. So ist es in Wirklichkeit. So, Ja, ist das auch wirklich alles wahr? ganz bestimmt, ich schwöre. Aber gell, diese Umeinander-Schmuserei da mit ihrer Inge, gell, die hat dir schon gefallen. Ja, aber die Watschen, die hat mir nicht so gefallen. Die Watschen. Das glaube ich. Aber verdient hast du. Und noch mehr kriegst, wenn das, was du mir gesagt hast, nicht der Wahrheit entspricht. Ja, dann bleibst du also jetzt da. Na, gut. Vorläufig. Dann kannst du jetzt mein Gepäck nehmen und kannst es in meine Kemenate tragen. Wo soll es hintragen? In meine Kemenate. Wie schreibt man das? Du weißt nicht, wie man das schreibt? Mei, bist du blöd. Das weiß ich schon. So. Ist doch ganz einfach. Ja, schreib. Also, pass auf. K-E-N. Trag's in meine Kammer. Was denn? Geht doch nicht das ist doch der Malia-Koffer, das ist der meine. Möchte die Male auch? Ja, aber das ist gar nicht interessant für dich. Jetzt geh zu und Ja. schnell. Ja, Husch, husch, Schatzi, mit dem Busch. trag den Koffer auf. Ja, Schatzi. nicht jetzt, sondern schnell. Gut, Schatzi. Hervorragend klappt das. Die Idee vom Hans war gut. Den dressiere ich mir jetzt wie einen Affen. Fräulein Inge, schon unterwegs gewesen. Ach so, ja. Ich wollte mir noch über was Bestimmtes im Klaren werden. Ach so. Ja, und Sie? Ich hab gedacht, Sie sind schon auf dem halben Weg zu den Kanarischen Inseln. Ja, das habe ich auch wollen, aber ich konnte einfach nicht. So? Und worin liegt der Grund? Bei Ihnen. Bei mir? Das kann doch nicht sein. Ich mein, ich kann Sie doch nicht aufhalten. Dazu ist ja nicht einmal Ihr Onkel imstande. Naja, wie soll ich Ihnen das erklären? Lieben Sie ihn, Wastel? Jein. Dann sind Sie noch frei. Ja, das heißt, ich war's. Weil jetzt habe ich mich wieder verliebt. So? In wen? In dich, du Zigeuner. Mei Inge. Na, wo sind denn die zwei, dass ich nicht finde? Da heute. Ach, da sind ja. Hoffentlich komme ich noch nicht spät, gell? Nein, Was? du kommst gerade richtig. Ja? Ach, ich bin so glücklich. Na, mach halt mal. Und als Weitere wird er dann dein Neffe sagen, Vater. Was, Vater? Was? Ja, bist du- ich bin seine Tochter. Ja, Inge, lass uns mal ein bisschen allein. Ich hab mit meinem Neffen privat ein bisschen was zu reden. Gehst aber in den Garten raus, das Äpfel klauen, gell? Äpfel klauen? Oder, na, nicht klauen, glauben. Sag mal, möchtest du mir vielleicht erklären, was ganz zu bedeuten hat? Mir erzählst du, Inge ist im Wasser seine Braut und jetzt soll sie gar der Tochter sein. Wie kommst denn du zu einer Tochter, hä? Das möchte ich gerade dich fragen. Was, mich? Ja? War ich vielleicht bei deinem Fehltritt dabei, oder was? Das ist ein Freger, Hammer. Sag mal, warum hast du das Martin so lange verleugnet? Wenn man so eine Tochter hat, ist man stolz auf sie. Jawohl, stolz. Aber du scheinst ja für sie zu schämen. Sonst hat sie das Wasser seine Braut umeinander laufen lassen.
Dasselbe trifft alles auf dich auch zu. Was? Willst du vielleicht damit sagen, dass die Inge meine Tochter ist, oder wie? Jawohl, das will ich. Hä? Du medizinischer Wunderknabe, du. Was? Und da hast du schwarz auf weiß. Danach möchte ich eine Erklärung von dir. Und jetzt kläre ich die Inge auf. Spinnt denn das ganze Haus, oder wie? Schwester Oberin Angelika. Jetzt wird mir alles klar. Na, deshalb denkt der Onkel, die Inge ist meine Tochter. Der Mann ist gut aufgelegt. Du, pass einmal auf. Lach nicht. Ich muss mit dir reden. Ich kündige ihn. Mit dem Bauer kann man nicht mehr reden. Der ist übergeschnappt. Ja. Geistig weggetreten. Ja. Sehr gut. Geistig weggetreten. Jetzt glaube ich, spinnt der. Aber mir ist es vollkommen wurscht. Ich möchte meine Abrechnung, ich gehe. Saubergasche, erledige. Das geht jetzt schon. Also komm, jetzt brauchst du nicht traurig sein. Ne? Jetzt hast du mich halt als deinem Vater verloren. Okay. Warum hast du mir denn nicht gleich gesagt, dass du nicht mein Vater bist? Was? Na, jetzt geht schon los. Jetzt sind wir schon so weit. Wie sage ich meinem gewesenen Kinde? Schau, ich war ja früher als Junge öfters in München, ne? Und ich habe viel Maren kennt und hätte ja leicht eine Mutter dabei sein können. Und weißt du, wie es hergeht, verstehst du mich schon, wie ich meine, gell? Ja, ich verstehe dich schon. Dein schlechtes Gewissen, gell? Was? Nein, also, aber in deiner Zukunft brauchst du keine Sorgen machen. Du bleibst einfach bei mir da. Ja? Natürlich. Gut, dann sage ich heute ab jetzt Onkel zu dir. Onkel ist lieb, aber Papa war mir fast lieber gewesen. Ehrlich? Dann sage ich Onkel Papa. Der Papa, wie sie das anhört. Der Jungmediziner ist da. Du willst fort? Ja, es ist meine feste Absicht. Warum? Weil, aus verschiedenen Gründen. Aber du möchtest nur fort, weil... Sag's nicht. Ja, mir kannst du es ruhig sagen. Ich bin selbstverständlich nicht dein Vater. Ja, das war mir schon klar, aber... Mann, ich bin nur zum Teil dein Vater. Ja, das ist eine schöne Teilzahlungsvater. Wer ist denn da mein Vater? Das darf mich auch interessieren. Ich erklär's dir, komm, setz dich mal her. Ja, da sitze ich mir schon auch hier, nicht, dass man das möchte schon auch wissen. Also, Ja. beim Bund, da hatte ich einen Fliegerkameraden. Der hieß Hans Lauer. Das war mein Ausbilder in Landsberg. Ja? Er war zwar um einiges älter wie ich, aber wir haben uns so gut verstanden, dass wir dicke Freunde geworden sind. Ja, und eines feuchtfröhlichen Abends hat er mir anvertraut, dass er eine Tochter hat. Naja, aber das Leben eines Fliegers kann recht kurz sein. Ja. Und so wollte er keine Familie gründen, hat nur die Alimente für seine Tochter bezahlt. Ja, und mich hat er gebeten, wenn ihm mal was passieren sollte, dass ich weiterzahle. Ja, und eines Tages ist ihm dann wirklich was passiert. Bei dem Testflug mit dem neuen Flugzeugtypen ist er abgestürzt und dann hab ich... So? Dann ist also dein Freund mein Vater. Genau. Dann muss ich dir eine Riesensumme schuldig sein. Die schenke ich dir, die brauchst du mir nicht mehr zurückgeben. Onkel, hör doch mit deinem Unsinn auf. Ja, stimmt. Gar nichts, das war doch ein reiner Freundschaftsdienst. Ja, aber was ich nicht verstehe ist, warum haben sie mir dann im Internat den Namen Sterner gesagt? Mei, auf den letzten Briefen und Einzahlungen ist mein Name hinten drauf gestanden. Da haben die mit Sicherheit angenommen, dass ich der Vater bin. Nach dem Motto, wer zahlt, ist der Vater. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie soll ich dir denn das alles danken? Indem du mich sesshaft machst, meine liebe Frau wirst und auf Wunsch von Onkel Papi ein Dutzend von Kindern eine liebende Mutter sein wirst. Willst du das? Einverstanden. Halbzeit, hallo. Warum hast du mir nie was gesagt davon? Du hast mir doch sonst alles anvertraut. Hä? Ja, erstens wollte ich kein Aufsehen erregen und zweitens habe ich mir gedacht, dass du für so eine finanzielle Verpflichtung kein Verständnis hast. Da hast du richtig gedacht. Okay? Wenn es um die Kohlen geht. Aber gut, von mir aus, meinen Segen habt's, gell? Wär's glücklich miteinander. Dann danke dir heute recht schön. Freilich. Und dir auch. Ja, mir dir auch. Jetzt
Schmuselschutz zu zweit an diesem Frauenzimmer rumhängen. Also Bauer, alles was recht ist. Ja. Aber das sind keine Zustände. Das geht gegen deine Moral. Jawohl. Und deshalb kündigst du. Und zwar auf der Stelle. Deine Kündigung ist angenommen, wir haben bereits eine Nachfolgerin für dich. Da sitzt sie. Die wird eine saubere Wirtschaft schaffen, mein Hallo, Lieber. hallo, wie meinst du denn Okay, das? du ha? weißt doch ganz genau, dass diese Was denn da- diese, du meine gewesene Tochter nicht beleidigen, gell? Was? Du hast eine Tochter? Gehabt. Ah. Und jetzt war sie kurze Zeit am Hans, seine Tochter. Und jetzt ist sie seine Braut. Ja, wenn die Sache natürlich so ist, Gell? dann ist natürlich alles anders. So ist es ja. auch, ja. Dann wünsche ich euch alles Gute und werdet glücklich, ihr zwei. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin nicht daheim. Geht? Jetzt habe ich ihn dressiert. Was? Kompanie, angetreten. Ah, der Herr Kompanietrottel. Im Gleichschritt Marsch. Geh, Bauer, sag ich halt, dass ich gar nichts dafür kann, dass ich nur deinen Stellvertreter gemacht habe. Das glaubt's nicht. Doch, das soll ich glauben, das war stimmt. Gell, Bauer? Wirklich? Ja, wirklich. Also gut. Dann darfst du in Kürze an meiner Seite an den Traualtar treten. Tritt aber nicht daneben. Trauen wir gar nicht. Ja. So, Pause ist vorbei. Es wird wieder gearbeitet. Im Gleichschritt Marsch. Ein bisschen Marsch. Geht ja schon Marsch. gut, du. Marsch. Da haben wir gleich eine Doppelhochzeit auf unseren Hof, aber die zahlst du, gell? Das mache ich gern, Onkel. So, Ja. und wir gehen dabei hinaus. Ja. Viert euch. Ja, viert euch Gott. Wenn du nicht so ein Sturschädel warst, dann kann man gleich 3 Hochzeiten feiern. 3, meinst du vielleicht uns 2? Ja, Ich soll dich heiraten. selbstverständlich. Vielleicht später, jetzt sind wir noch viel zu jung dazu. Ah,